Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu The Last Story New Game Plus und wir quatschen erstmal noch ein bisschen und zwar mit Dagran. You're showing us all up, Dagran? No, just being paranoid. I've got to keep my sword in top shape. Can't relax otherwise. That doesn't make you paranoid. It does make you a bit of a worrywart. How long ago did we start up our band of mercenaries? You and me are the only ones still standing from back then. I know. Hey, kid. You on your own? Same as me then. Well, come on. Come with me. Balancing on the edge of a knife. That's how we live our lives. I'm not gonna make you live like this forever, Zale. I promise you. The first chance we get, we're moving up in the world. We've all lost a lot in the war. Things that were important to us. But we'll get them back. Yeah. You said something the day we decided to become mercenaries. We'll all be knights one day. You'll see. I've never forgotten those words. Me neither. And this job could be our break. Count Arganan is very ambitious. Rumor has it he's quietly building up an army, and I don't mean to quell the monsters. If we show him what we can do, that could be us he's recruiting. We'll do it. Yeah. We will. Any thoughts? It's a mystery, but that must have been some kind of sacred place you stumbled on. Maybe the guardian angel of Lazalis Island is looking out for you. There's a guardian angel? Nope, I just made it up. But I do feel like our luck is changing. I hope so anyway. We'll be busy from now on. Better go out and enjoy the city while you can. Ach ja, beste Freunde seit der Kindheit. Ja, dann mal suchen, wa? Mit der Scherzbanane, ist immer cool. Jetzt sind wir der Händlerin, okay. Noch ein bisschen speichern, hier oben können wir noch ein bisschen quatschen. Oder wir gehen hier, Ariellas Zimmer, Sales Zimmer, so, wir haben sogar eigene Zimmer. Wer ist Ariel? Ariellas Zimmer. Serena und Miranias Zimmer. Klopf, klopf. Darf mal reingehen. What's your name? Mine's Warren. I want to go outside, but I'm too sick. It's all that white stuff falling from the sky. That's what made me ill. Das weiße Zeug vom Himmel, okay. Sollte mir vermutlich bekannt vorkommen, tut es aber gar nichts. So ist es klug, da reinzugehen. Hier kommen wir nicht raus, sonst sehe ich auch nichts Besonderes. Ja, die Damen haben natürlich eigene Zimmer. Ja. Oder ein eigenes Zimmer. Wir haben auch ein eigenes, aber was mit dem Rest der Truppe? Keinen Schimmer.
Und vor allem mit dem Rest der Gäste, wa? Wo pennen die? Was heißt ein Sales-Zimmer, wenn hier alle eigentlich drin pennen? Yurik, was geht ab? Okay, ist gar nicht da. Das ist ja nicht Yurik, der ist nur irgendwie, ja, eine Max-Figur oder so. Man kann nicht mit ihr interagieren. Schade, schade. So, kurz speichern, kann nicht schaden. Das ist zwar noch die erste Aufnahmesession, ich überspiele jetzt trotzdem mal diesen. Ja, überschreibe mal den hier, komm. So. Sehr gut, sehr gut. Ja, in der Folge will ich mich eigentlich sowieso ein bisschen dran halten, auch bezüglich halt der 20-Minuten-Part-Grenzen, ein bisschen mehr 20-Minuten-Parten zu machen. Immer solche Überlängen. So. I like the look in your eye. You after any rare foreign weapons? If so, then I'm your woman. Jetzt haben wir auch schon eine Frau, ist auch nicht schlecht. War jetzt natürlich die Frage, kriegen wir schon... Nee, man sieht direkt an den Werten, Angriff, Magie, wir kriegen natürlich noch nicht die... Ja, die Waffen, die man halt sonst so im Endgame bekommen würde. Nee, es sind halt trotzdem die Waffen, die man halt im Early Game bekommt. Also hier hat sich im New Game Plus Zustand nichts geändert. Interessant. Aber was so kaufen muss noch nicht, war. Vermutlich habe ich damals das verkauft, was ich überhaupt brauchte. War ja ganz ehrlich, wir haben ja sowieso genug Geld. Oder Geld, wie auch immer hier die Währung heißt. You and me are both outsiders in the city. Just have to live with it, I guess. Ne, warte mal, Geld war doch die Währung in den meisten Tales of Spielen. Wenn ich mich nicht toll. Was Fire Emblem war es? Nee, müsste Tales of gewesen sein. So. Na gut, gehen wir ein bisschen in die Stadt. Zale, are you heading out? Here's the money we earned today. I'll leave it in your hands. We could do with some new gear. After that, you should take a look around the city. I'll see you out there later. Okidoki. Alter, jetzt ist gerade echt dunkel. Das tue ich jetzt sofort im New Game Plus, weil ich muss ja groß wegen Ausrüstung gucken. Da es ja vermutlich eben sowieso keinen auf meinem Niveau oder ja, auf dem aktuellen Niveau gibt, die wir brauchen würden. Und das Problem ist mit den Bossen, wir haben jetzt gesehen, ne? Die Bossen sind dann halt schon auf unserem Level. Spread Lazulus City, hub of culture and trade. Naturally, it drew all manner of visitors from across the empire. Sailors, merchants, traveling entertainers and knights errant, and of course, mercenaries. All were drawn to the city by the lure of fame and fortune. Yet only a lucky few would ever taste the success they longed for. Kapitel 4. Lazulis-Stadt. Ja, und das ist auch der Zeitpunkt, Freunde, deswegen ist hier ein Speicherpunkt sehr, sehr wichtig für mich, weil hier ist der Zeitpunkt, wo wir die ersten Sidequests bekommen. Das heißt, muss man ganz kurz gucken, ich mache das jetzt ein bisschen, habe ich unseren Speicherslots, aber die anderen. Machen wir hier noch einen, weil das ist einfach einer, wo ich mir irgendwie merken muss, hey. Moment, vielleicht steht sogar irgendwie etwas von Kapitel 4, wobei die Kapitelanzahl steht nicht, wahr? Lazulis. Ja, immer der Name. Wo ich merken kann, okay, Lazulis, da ist jetzt halt Kapitelname und hier kann ich halt schon die ersten Sidequests beginnen. Ja, Silge runter. Ne, wieder nicht, okay. Hier geht's, aber da... Ne, ihr könnt sich an Knochen brechen oder so. Okay, okay. Dann gucken wir noch mal ein bisschen. Ich liebe Frösche. Ich habe schon als Kind geliebt. Durch das Spiel mit ihnen habe ich etwas Tolles gelernt. Du willst es auch lernen, dann weiß mir erst, dass du ein Froschfreund bist. Versuche 3 Frösche zu fangen, dann bringe ich dir etwas Tolles bei. Wenn du keine Frösche findest, frag die Wahrsagerin am Zentralplatz. Ah ja, mit dem Fröschen war ja auch was, wa? Haben wir irgendwo... Ich bin gar nicht mal so sicher. Status. Die Techniken noch. Kraftschlag, Ja, das muss ich also noch ein bisschen von Neuem lernen. Ne, mir ging es eigentlich darum, habe ich nicht irgendwo die Sidequest aufge... ich glaube, das war hier anders, oder? Kann das sein?
Ja. Ich glaube, das war hier anders. Du hast keine richtige Liste gehabt, wo die Sidequests aufgeführt waren. Insofern muss man es einfach halt selbst merken. Die Karte ist auch schön. Das mit den Fröschen. Ja, gut. Ich habe eigentlich sowieso eine Folge gehabt, jetzt eigentlich hier kommt. Zentralplatz. Ja, vorgehabt, alle Sidequests erstmal zu machen. Heading to Artisan's Way to purchase local goods. They're a great investment. Merchants like me come to Lazarus Island to buy local products to sell elsewhere. Even without leaving the island, you can make a tidy profit if you play the market. Trade is what makes the world go round. It's the only way to make your fortune. Just watch out for market trends and sell your stock quick when prices are high. Okay, danke für den Hinweis. Der Zentralplatz. Ja, eben der Marktplatz fehlt noch, wa? Gemäß Karte. Sehe ich das überhaupt schon? Schlosspark. Kampfgebiet, Arena. Wir werden natürlich auch dann mal noch besuchen. Da wäre der Markt. Da ist eine Tidenhöhle, Straße zur Stadt. Okay. Ich bin jetzt hier am Zentralplatz. Ja. Guten Platz im Markt. Dürfte nicht jetzt so schwer zu finden sein, wa? There you are, Zale. Huh? Oh, it's just you, Dagwood. You surprised me there. I would have settled for a simple hello. Well, you shouldn't sneak up on me like that. Did you want something? Yeah. I hear a company of knights is visiting the city. I thought you might want to take a look. Oh, really? I don't know how you find these things out so quickly. I have my ways. Anyway, I thought you might be interested. Guess I'll see you there. Wait, Dagran! Why do you always have to run off like that? Dagran! Gehen wir später. Also noch ein bisschen umgucken. So, er ist also dahin unterwegs. Haben wir hier gerade etwas gesehen? Farbmischer. Ja, das war für die Rüstungen wichtig, war, weil man sieht es auch an Zale, der hat irgendwie alles so ein bisschen in Rot gehalten, was er damals gemacht hat, aber da hatte nur wegen den Farben zu tun. Schwere Rüstung, schwerer Beinschutz, der wird damals, glaube ich, echt rot gefärbt. Ja, Farben noch. Aha. Ah, so war es, okay. Stimmt, die kommen echt so viel, vor allem unterschiedliche Teile am Körper, ja, unterschiedlich einfärben. Das fand ich immer sehr, sehr geil. Wisst ihr, was Dankbarkeit bedeutet, Mann? Nö. Hier scheint sie nicht zu sein. Sie, wer ist sie? Glücksfrösche? Was kannst du damit meinen? Oh. Ah, Mist. Der überklickt. Sein soll die Wahrsagerin. Okay, bin noch nicht ganz am richtigen Ort, wie es aussieht. Aber hier kann man ja auch rein. Da ist der Schmied. New Game Plus Frage. Kann ich hier schon viel machen? Waffenschmied, also viel Neues machen in diesem Sinne. Sogar eine Splitter des Fremden. WTF. Ich kriege 200 Angriff darauf. Splitter des... Das ist nur die Frage. Warte mal, Splitter. Weiß das Splitter des Fremden? Habe ich das jetzt hier im ersten Part bekommen? Weil ich erinnere mich, dass wir damals... Also damals, eben vor 2 Parts. Haben wir nicht da ein seltenes Item bekommen? Da stand sogar seltenes Item. Ich habe nicht genau gelesen, was das für ein Begriff war. Aber ich glaube, es war etwas mit Fremden im Wort. Ich glaube, es war so etwas. Wäre natürlich im Prinzip episch, oder? Jetzt, ja, von dem her halt die Hauptwaffe vom Fremdling. Deswegen später des Fremden. Der muss, weil die andere Variante noch, dass er halt im Schluss vom Endgame damals bekommen habe. Und deswegen New Game Plus halt übernommen wurde und ich das jetzt irgendwie vergessen habe. Morgmarak. Ja komm, ich gehe mal ein bisschen auf. Komm. Fremdling plus 2. Ja, ich glaube doch, mit dem Splitter es war eigentlich so etwas. Ja, die waren natürlich alle Splitter des Fremden. Beziehungsweise Nachtmeier nicht. Da könnte man zwar auch vielleicht
Man muss also lernen, hey, welche hat welche Spezialattribute. Also ich glaube, ja, Myrenia und der Yurik sind klar, sind ja auf Magie getrimmt. Der Lovel glaube ich auch. War da nicht irgendwie ein physischer Magieangreifer? Irgendwie so war mir was, wenn ich das richtig interpretiere. Nochmal überlegen. So, gehen wir mal hier lang. Ein bisschen die Stadt erkunden, kann ja auch nicht schaden, wa? So, jetzt sind wir schon am Marktplatz. Also hier muss irgendwo etwas sein. Der Markt. Warte mal, sie war ja am Brunnenplatz, stimmt. Jetzt auch noch ein bisschen Dinge bekommen. Ich glaube, hier gab es soweit noch keine Side-Quests, oder? Da ist auch ein Geschäft. Lebensmittelhändler, Banane, Mandel. Das war ja auch für gewisse Quests eben gut. Ich erinnere mich langsam an die kleinen Finessen des Spieles. Geschäft, Farbmische, okay, Farben. Dann noch relativ uninteressant. Das kommt mir auch bekannt vor, das wird später noch ein Thema werden. Hey du Jungspund, setz doch mal ein bisschen. Einfach hinsetzen? Ja. Meeresbrise, du Kot. Ne, Meeresbrise in der Stadt drin vor allem. Die haben seinen Weg, Tag an, bla 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 bla. Kann einfach Arbeit. Wer weiß, was wichtigste Eigenschaften eines Dockarbeiters ist, hä? Beides? Zubrot verdient Zubrot, Alter. 100G! Je, je, je! 100G! Oh je, oh je. Jo, nee, dann gehen wir wieder zurück. Nee, hier gehe ich zurück. Hä? Nee, Mann! Warte mal, wo ich herkomme. Wo komme ich her? So, war hier hinten noch irgendetwas? Ist echt schon so lange her. Ich hab's echt nur einmal gespielt damals. Oh ne, warte mal, war das der Quatsch? Gab es irgendwie so eine Quest mit irgendwie herumfliegendem Papier, irgendwelche Zeitungsartikel, so in der Art? Irgendwas im Kopf. Ah, das ist doch weg. Irgend sowas war es doch hier. Und damals ziemlich abgefuckt hat, wenn Irela sein soll. Aber egal. Wir haben noch 2-3 Minuten. War jetzt zwar actionreich, nicht so unbedingt, aber hey, Brunnenplatz. Ist eh nicht geplant, Freunde, dass ich hier durchwaschen will. Wie gesagt, ich will eigentlich jede Sidequest mitnehmen, 100% und so. Soll ein bisschen anders sein als damals beim ersten Durchgang. Nicht nur wegen New Game Plus, also jetzt vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und so, wenn wir schon alle Waffen zu Beginn weg haben. Sondern eben auch generell ein bisschen anders zu spielen. Selbst wie es ist, ja, das stimmt, das weiß ich. Vögel zu füttern. Irgendwoher muss die Wahrsagerin sein. War denn schon wieder? Okay, erstmal abspeichern. Das würde bedeuten, wenn die Nummer 7 ist Solatzel ist, weiß ich, das ist eigentlich jetzt so mein, sag jetzt mal, Breakpoint. Ne, das ist einfach mal so mein Sicherheitsstand, ja. Ne, sagen wir mal ein Backup war. Falls man mal Kapitel 4 nochmal neu machen müsste. Wegen verpasste Sidequests und so. Okay, so starten wir mal den hier, überschreiben. So. Nachher ist eigentlich auch schon wieder die Aufnahmesession für heute vorbei. Ja, wir haben so 3 Folgen, aber will ich jetzt eigentlich immer so ein bisschen beibehalten, 2-3 Folgen aufzunehmen. Damit ich auch besser reagieren kann, sei es auf Kommentare, sei es sonst irgendwie. Ja. Haha, haben wir noch ein bisschen gelacht. Roter Vulkan, da waren eben solche Quicktime, also Quicktime. Mehr oder weniger, wo man einfach halt relativ schnell handeln musste. Wieder vorbei, oder? Ja, wieder vorbei. Weil sonst waren die halt weg. Okay, da ist nichts mit Quatschen. Hier kann man noch später noch rein, wenn ich komplett irre. Schon wieder.
Goldschuppe. Noch etwas? Lenzensatz. Aha, kann man das sogar stapeln, das Ganze? Ah, fuck, okay. Müsste schneller sein. Also stapeln meine ich halt, dass jedes Mal, wenn ich halt wieder etwas finde, ist wieder vielleicht sogar etwas Selteneres wieder so, keine Ahnung. Kommt da schneller durch? Nee. Wer baut denn bitte schon Häuser so nah beieinander an? Wobei, das war glaube früher echt, das war nicht so selten. Wenn ich meine Kinder erinnere, so wirklich in ganz alten Städten so mal nachgeguckt, beziehungsweise mal auf Reisen so etwas dort war. Da gab es so etwas noch öfters. Und sie dann gefragt hat zum Nachhinein, ja, wer war denn der Architekt, war? So, wir müssen stapeln. Okay. Die sind also auch nicht ewig lange da. Das ist so interessant. Hey there, wanna play a game? Nee, danke schön. Kommen wir zurück zur Straße, zur Stadt. Okay, von hier kamen wir damals also. Dann ist hier der Pfeilmacher. Aber ich fürchte mal, ein paar ist eh vorbei. Wir haben ganz kurz noch hier rein zum Pfeilmacher. Ich guck mal, aber ich glaube, der hat eh auch nichts. Boah, der hat zwar schon ein Feuerwerk. Überraschungen sagen, ja, aber man sieht es auch hier, Hexen hat doch genug, Scherzbenamen, glaube ich, einfach mal, ja, Just of angekauft und so. Okay. Würde also heißen, Freunde, im nächsten Part gehe ich erstmal noch ein bisschen auf Sidequests, ja, nicht unbedingt alle schon abschließen, zumindest mal die sammeln, die ich mir irgendwie so im Kopf habe. Da muss ich mir auch noch dann denken, dass ich eine Liste mache, weil, also welche ich schon habe, weil eben hier steht ja nirgendwo, ist eine Liste selbst und so, das heißt, ich muss sie selber machen. Dann das mit dem Frösch nochmal. Ich erinnere mich, dass wir das in der damals im Hauptspiel, im ersten Mal, dass wir das schon gemacht haben. Aber ich glaube, den letzten war ich relativ spät gefunden, wenn ich nicht komplett täusche. Irgendetwas war damals. Mit diesen ominösen Fröschen. Ja gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Ihnen mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich werden wir das nächste Mal sowohl Sidequests als auch storymäßig gut vorankommen. Bis dahin, tschüss.